Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama, heute aus Bern. Das sind unsere Themen. Die Stadt Thun schreibt an der Klimastrategie. Es geht unter anderem um die Kreislaufwirtschaft. Wir sind da für dich. Der Ritchie-Song passt zu der Strategie der Raiffeisenbank Jungfrau. Und wir schauen beim legendären IB-Fanradio Gelb-Schwarz rein. Wir müssen das gemeinsam angehen. Dieser Meinung ist die Stadt Thun, wenn es um den Umweltschutz geht. Und ein wichtiger Punkt bei diesem Thema, die Kreislaufwirtschaft. Wir reden mit dem Leiter der Fachstelle Umwelt, Energie und Mobilität über die Klimastrategie. Wir sind momentan an der Erarbeitung der Klimastrategie. Wir haben 2 Sounding Boards durchgeführt, zusammen mit der Bevölkerung, mit Parteien, Verbänden und der Wirtschaft. In dieser Klimastrategie ist eine der Stossrichtungen die Kreislaufwirtschaft. Da geht es um Ressourceneffizienz, dass man Kreisläufe schließt, also dass man Abfälle, wenn möglich, vermeidet und die wiederverwertet, also im Kreislauf behalten, sodass man weniger Rohstoffe braucht und gleichzeitig die End of Life sind, dass man sie wieder in den Kreislauf einfügen kann. Und etwas, was daran wichtig ist, ist, dass man Komponenten wie trennt, also dass man wie sortenreine Trennungen macht, dass man Sachen nicht verklebt, sondern zum Beispiel verschraubt. Die Stadt Thun ist ja Frontrunner, wenn es um die Energiestrategie geht. Wie ist das zu verstehen? Wir haben bei der Ausschreibung vom Bundesamt für Energie mitgemacht, wo Städte ausgezeichnet werden, die das Netto-Null-Ziel 2050 verfolgen und gleichzeitig auch eine Smart City werden. Ich habe es vorhin angesprochen mit der partizipativen Erarbeitung der Klimastrategie. Aber dieses Jahr gehen wir noch weiter. Wir werden dieses Jahr ein Reallabor aufbauen, eine Innovationsplattform, wo man neue Ideen oder auch Geschäftsmodelle zusammen entwickelt. Und dann werden wir auch in eine partizipative Projektausschreibung gehen, wo die ganze Bevölkerung eingeladen ist, ihre eigenen Klimaschutzideen einzugeben. Und die werden dann sozusagen online in ein Voting geben und die Bevölkerung kann dann auch darüber abstimmen, welches Projekt schlussendlich umgesetzt wird. Wie hängen Ressourcen und Energie zusammen? Indirekt. Wenn man es jetzt nicht nur energetisch betrachtet, sondern auch von CO2-Emissionen, wo schlussendlich auch eigentlich Energie dahinter steckt. Und das ist eigentlich eben die graue Energie, die in Gebäuden steckt, die in Materialien steckt. Und auch das müssen wir angehen, weil irgendwo auf der Welt fallen die Emissionen an. Und es ist auch unsere Aufgabe, auch hier zu schauen, dass wir dort auch effizienter und vor allem auch suffizienter werden, also genügsam. Von der Stadt Thun geht es jetzt zu der Raiffeisenbank Jungfrau. Dort hört man am nächsten Jahr einen Ritchie-Song in den Empfangshallen und in der Warteschleife. Wir sind da für dich. Das Lied passt zu der Strategie der Raiffeisenbank Jungfrau. Wir schauen mit dem Bankleiter Bernhard Nufer in die Zukunft. 14 Jahre ist eigentlich eine lange Zeit. Auf der anderen Sicht ist es sehr schnell vorbeigegangen. Dann, zumal, als ich bekam, 2008 hatte die Raiffeisenbank 40 Leute gehabt. Und jetzt haben wir ca. 100 Leute. Die Bilanzsumme dann zumal etwa 650 Millionen. Und inzwischen sind wir fast 2,2 Milliarden gross. Wir hatten das Glück gehabt, dass im 2013 mein zukünftiger Nachfolger, der Christian Willis, bei uns als Trainee angefangen hat. Ich habe sofort gemerkt, dass er ein grosses Potenzial hat. Und nach seinem Trainingprogramm habe ich ihn gerade zu meinem Assistent gemacht. Und ich habe ihm ursprünglich gesagt, du kommst nur zu uns eine Ausbildung machen und dann gehst du wieder. Dann hat er gesagt, das ist noch nicht sicher. Und siehe da, ich habe riesen Freude, dass er mein Nachfolger wird ab 2023. Das Wichtige ist sicher, dass ich hier die Mitarbeitenden kenne. Das ist das höchste Gut von unserer Bank. Mittlerweile mit 96 Gliedern, dass man weiss, wie das Team funktioniert, wie die Raiffeisenwelt funktioniert und vor allem auch die Kultur. Und es ist klar, dass ich den nötigen Rucksack mitbringe, von den Ausbildungen her, dass ich die verantwortungsvolle Position übernehmen durfte. Und das freut mich sehr, dass die Raiffeisenbank Jungfrau da auf Kontinuität setzt und mit mir als bestehender Mitarbeitender, als bestehendes Bankleitungsmitglied der Weg will weitergehen. Was der Benny einen extremen Fußdruck hinterlassen hat, ist ganz klar seine strategische Weitsicht. Er hat immer ganz früh weit vorausgeschaut und das grosse Schiff, das mittlerweile ist, in die richtige Richtung gelenkt. Nachher hat er natürlich immer zum richtigen Zeitpunkt es geschafft, die richtigen Leute an den Tisch zu holen.
Und er hat ein Durchsetzungsvermögen, das es einfach hin und wieder zu schwierigen Zeiten braucht, wo seinesgleichen sucht. Ich denke, dass die Raiffeisenbank eine schöne Zukunft wird haben, auch unter der neuen Führung. Die werden das hervorragend machen. Und ich denke, wir verbinden Menschen, wir sind lokal unterwegs und das ist eine riesige Chance, weil die persönliche Beziehung zu den Kunden ist unser grosses Gut, das wir haben. Einerseits werde ich noch für Raiffeisen Schweiz etwas machen können. Ich werde eventuell in den Verwaltungsrat kommen von der Raiffeisenbank Zürich. Dann werde ich selbstverständlich weiterhin als Golfclub-Präsident die Projekte vorantreiben. Ursprünglich ist ja der Golfclub entstanden durch den Tourismus. Und wir sind eine Tourismusregion. Wir haben inzwischen sehr viele flotte Mitglieder, 650 an Anzahl. Und der Golfplatz ist einer der schönsten in der Schweiz. Und das motiviert mich natürlich, da weiterzumachen. Und dann habe ich noch ein Hobby, dass ich meiner Frau helfen werde, ein bisschen in der Administration im Hotel. Und jetzt wird es gelb-schwarz. Wenn IBE im Wankdorf aufläuft, dann geht Radio Gelb-Schwarz auf Sendung. Ihr Motto: parteiisch, aber fair. Wir haben bei diesem legendären Berner Fanradio reingeschaut. Mumi verliert den Ball mit Dribbling. Achtung, Fehlpass! Perfekt! Macht er! Ja, also es hat sicher Momente gegeben und ich sage jetzt mal, der Sport lebt halt auch von Emotionen und wir sind nicht einfach irgendwelche Sportmoderatoren, sondern wir sind halt auch Fans und dementsprechend passiert es halt auch mal, dass da etwas rausrutscht, wo du vielleicht im Nachhinein so denkst, hätte ich jetzt vielleicht nicht so sagen sollen. Also ich glaube, es ist weniger so, was du sagst, sondern manchmal wie du sagst, so die Art und Weise. Dass manchmal denkst, ja, es war vielleicht ein grob geschossen. Hat es nicht mega jetzt schlimm gegeben bei mir. Kommt vielleicht noch zu lang dabei, zu wenig Matches gehabt. Nein, und ich finde auch, RGS soll ja ehrlich sein. Und man soll grundsätzlich sage ich bei RGS einfach nur das, was ich auch sonst in einem öffentlichen Forum würde sagen oder in einem Ort, wo ich als Brian herstehen kann zu dem, was ich sage. Und darum bereue ich eigentlich nichts. Ich glaube, ich würde gerne mal mit dem Benny Thurnherr. Er hat mich recht geprägt, früher als junger Mensch. Ich habe ihn immer sehr einen guten Kommentator gefunden, weil er eben nicht nur das hat beschrieben, was man sieht, sondern weil er durchaus auch in der Lage ist, größere Zusammenhänge herzustellen. Und ich bin auch sicher, dass er wird. Er ist nämlich Winti-Fan und vielleicht kommentiere ich mal Winterthur IBE mit ihm. Ich glaube, ich nehme jetzt jemanden aus dem Musikbereich. Ich glaube, es wäre lustig, mit den Gielen von Lo Lödig ein Spiel zu kommentieren. Sie sind beide auch IBE-Fans und ich glaube, das würde recht fegen. Mensch. Aber ich glaube, ja, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das gäbe, glaube ich, eine gute Sendung. Was soll ich jetzt noch sagen? Ich würde jetzt sehr wahrscheinlich nicht eine spezielle Person herausheben. Ich glaube, was wir halt viel haben gemacht haben, nicht zuletzt durch das, dass wir nicht immer jemanden gefunden haben, der ein Spiel kommentieren konnte, oder wir vielleicht manchmal sogar ein bisschen unterbesetzt waren, haben wir eigentlich immer verschiedene Gäste eingeladen. Das sind wirklich eben verletzte Spieler, Leute aus der Kultur, Pedro Lenz, der auch oft bei uns war als Beispiel. Und ich würde das echt gerne weiterprägen, dass man auch diese Leute mal wieder zu uns holt und das bereichert die Sendung immer sehr. Und jetzt zum Wetter. Man hört es und man sieht es vom Wind verweht und auch ein bisschen Frühlingsgefühl kurz vor Weihnachten. Wie das genau weitergeht, das sagen euch unsere Experten in ein paar Momenten. Sie von Meteo News. So viel für heute. Mehr spannende Artikel findet ihr auch auf unserer Webseite jungfrauzeitung.ch. Danke fürs Hineinschauen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Herzlich willkommen bei der Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Ja, der heutige Donnerstag hat sich wechselnd bewölkt, mit ein bisschen Sonne gezeigt. Und der Wind, das himmlische Kind, es ist ein zügiger Südwestwind gegangen. Die 10 bis 14 Grad haben dann alles andere als Weihnachtsstimmung in die Stube gebracht. Ja, heiliger Bimbam, bis Heiligabend befinden wir uns innerhalb von einer sehr milden westlichen Höhenströmung zwischen tiefem Druck im Norden und hohem Druck im Süden. Die Alpen-Südseite
die profitiert vom Schutz von den Alpen. Die Nacht die zeigt sich bewölkt und mit einer Warmfront wird es dann zunehmend und nass. Die Schneefallgrenze die ist hoch. Schneeflocken tanzen erst ab rund 1800 bis 2300 Metern. Dazu bläst im Flachland ein mäßiger bis starker Südwestwind und auf den Bergen da geht ein stürmischer Westwind. Und in diesem Stil starten wir einen Freitagmorgen bewölkt und häufig nass. Jetzt gibt es recht einen kräftigen Regen, begleitet werden wir von einem starken Südwestwind und Temperaturen die sind mild. In Bern starten wir mit 10 Grad, in Frutigen mit 7 Grad, in Freitag, den 23. Dezember. Am Nachmittag erfindet der Petrus das Wetter auch nicht mehr neu. Es bleibt weiterhin stark bewölkt, nass und windig und mit bis zu 13 Grad ist es für die Jahreszeit außerordentlich mild. Auf den Bergen geht weiterhin ein stürmischer Wind und Schnee gibt es unverändert erst ab rund 2000 bis 2300 Metern. Ja, an Heiligabend gibt es hoffentlich nicht nur viele glückliche Gesichter, der Petrus beschert uns viele Wolken und vor allem am Vormittag und entlang von den Alpen, da gibt es dann häufig Regen. Schneeflocken tanzen dann ab 1500 bis 1900 Metern. Am Weihnachtstag kann man dann den Tag beim Spaziergang genießen. Abgesehen von Nebelfeldern ist es meist sonnig. Am Stephanstag wird es dann zunehmend bewölkt und mit einem ansteigenden Niederschlagsrisiko. Danach neigt sich dann das Jahr 2022 langsam aber sicher mit einem freundlichen Wechselspiel von Sonne und Wolken seinem Ende. Ja, das war schon wieder Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.